da sind Sie ja alle wieder. Können wir ja gleich anfangen. Aber ich habe vorher noch eine Frage. Wissen Sie, wem dieser Südwester gehört? Der bummelt hier schon seit 3 Wochen bei mir an der Garderobe. Also ich verstehe ja auch nicht, wie man mit dem Südwester ins Theater gehen kann, nicht? Neulich, da war mal einer hier mit so einem wetterfesten Gesicht und so einem trudeligen Seemannsgang. Der wusste nicht mal, wie man den Südwester aufsetzt. Und das ist doch nun ganz einfach. Das weiß doch jedes Kind, ne? So. Sehen Sie? Gott, ich glaube, das steht mir ganz gut, ne? Naja, ich stamme ja aus einer alten Fischerfamilie. Aber ich weiß bis jetzt immer noch nicht, warum heißen Südwester Südwester? Hätte genau Nordoster heißen können, nicht? Naja, was mache ich nun? Wo bleibe ich bloß damit? Oh, wissen Sie was? Den bringe ich auf die Bühne, der spielt da heute Abend mit. Heute Abend, das ist nämlich solche richtige Seemannskomödie. Mal ein bisschen deftig, mal ein bisschen sinnig. Von Anfang bis Ende aber sehr vergnüglich. Also mit allem Drum und Dran. Da fehlt der Südwester direkt drin. Wissen Sie, ein Südwester passt auf den norddeutschen Kopf genauso gut drauf wie eine Krachlederne auf den bayerischen. Sie wissen schon, nicht? Denn bis denn. Sturmtief 998, Nordpol, vertiefend, nordwest ziehend, Montagabend, Kattegat. Tief 995, nördlich der Färöer, sowie Trog 1011, Dogger, abschwächend. Hochkeil 1015, Finnland, verstärkend. Männer. Azoren-Hochkeil 1015, Südfrankreich und Bayern. Moin. Moin. Etwas verstärkt. Moin, Hauke. Moin. Moin, Peter. Weiterer Keil 1300. Na? Wie viel? 136 Kilo. 136 Kilo. Ah, das ist mein Mau. Mau? Wir haben noch Diesel gebunkert. Das macht 270 Mark Miese. Und eine halbe Tonne Gammel haben wir über Bord geschaufelt. Wittling? Spann lang und voll gefressen mit Krabben. Scheiß Wittling. Was ist denn hier? Ist die Winch wieder in Ordnung? Nee, müssen wir noch mal ran. Ist was mit dem Ritzel. Zähne rausgeschlagen, was? Klingt so. Ja. Ist auch nicht mehr das, was immer war. Nix ist mehr so. Was ist? Wollt ihr Tee? Wenn noch ein Köhm da ist. Hab mal eine Reserveflasche. Ach, guck mal an. Und dein armer alter Vater, der sitzt hier auf dem Trockenen, hm? Ja, da sitzt er auch ganz gut. Und sowas muss man sich nur anhören. Das muss man sich anhören, wenn man nicht die Finger von der Buddel lassen kann. Verdammt! Na. Na denn. Wenigstens was. Sieht es denn so schlimm aus? Schlimm? Ich hätte schlafen sollen und nicht fischen, dann hätte ich was verdient. Nicht mal der Diesel ist reingekommen. Ja, aber es gab doch früher immer Krabben. Wo sind die denn abgeblieben? Aufgefressen sind die. All das Gift, was in die Nordsee gekippt wird, hat den Wittling ans Watt getrieben und die Jungfische fressen uns die Krabben weg. Ja, das tun sie. Aber das geht doch nicht. Ja, was heißt, das geht nicht? Das geht sogar ganz legal, da sitzt Geld hinter, viel Geld. Weißt du, was ich mich manchmal frage? Ja. Ich frage mich, warum ich alle 4 Jahre ein Kreuz auf ein Stück Papier male, bloß um ein paar Dummköpfen um ein gutes Einkommen zu verschaffen. Keine Politik am Tisch, ne? Ja, was glaubst du denn, wo Politik gemacht wird? Nicht an meinem Tisch. Eben. Vielleicht hätten wir uns doch einen größeren Kutter kaufen sollen. Dann säßen wir erst recht in der Klemme, Vater. Guck sie dir doch an mit ihren großen Kuttern, die leben alle vom Zusetzen. Ja, Mensch, wenn ich mich bloß besser bewegen könnte, dann sähe das wohl anders aus. Nix seh anders aus, Vater, und wenn du 20 Beine hättest. Peter,
Was drin ist, holen wir raus. Wo nichts ist, da fängt kein Mensch was. Ja, und zu beleihen haben wir auch nichts mehr. Das Dach fliegt bloß nicht weg wegen der Hypothek, die da aufliegt. Und mit dem Land ist es genauso. Ich weiß nicht weiter. Was möglich ist, machen wir. Mehr als das. Sieht es denn so schlimm aus? Seid ihr wirklich am Ende? Wir sitzen auf Shit. Und bis an die Kim nix in Sicht, was uns freischleppen kann. Tante Rike, die hat das kapiert. Geld musst du nicht haben, Geld musst du kriegen. Die kassiert hier von den Touristen und das ordentlich. Und was hat sie davon? Noch zumindest einen Haufen Geld. Und im Winter juckelt sie in der Weltgeschichte rum. Von den Seychellen hat sie mir eine Karte geschrieben. Seychellen. Tja. Und was sieht sie da? Wasser, genau wie hier. Und dafür schmeißt sie ihr Geld raus, ne? Aber sie hat was zum Rausschmeißen. Ja. Und wir haben nicht mal was zum Runterkippen. Nun ist aber Schluss. Die Flasche ist doch schon wieder halb leer. Ja, wenn schon, ist doch scheißegal, oder? Also Vater! Vater, nix Vater. Vater kann seinen Kindern was geben, kann ihnen helfen. Und was kann ich? Humpeln und saufen. Manchmal mache ich nicht mehr. Jetzt fängt die alte Leier wieder an. Na rein! Ist doch auf die Tür, Menschenskind! Moin, moin! 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 Wenn man vom Däubel schnackt, ne? Na, Tante Rike, fein, dass du vorbeikommst. Ja. Machst du eine Tasse Tee? Ja, warum nicht? Keine Milch, bloß Klunsche, 2 Stück. Keine Milch, bloß Klunche. 2 Stück. Ja. 1, 2. Na, was sagst du nun? Hab mich nicht verzählt. Umrühren kannst du alleine? Wenn ich einen Löffel hätte, dann könnte ich das. Schon unterwegs. So, bitteschön, der Löffel. Ja, danke schön. Sag mal, sind Sie zu Fuß gekommen? Ich zu Fuß? Ich habe gar keinen Wagen gehört. Kannst ja mal aus dem Fenster gucken, dann weißt du, warum du nichts gehört hast. Ja, das leid. Boah! Oh, Mann, ist das ein Schlachtschiff. Ist das ein Ami? Ami ist doch längst out. Sowas bauen bloß die Engländer. Teuer so ein Ding, wa? Tjo. Mensch, Hauke, komm doch mal her und guck ihn dir an. Wozu? Davon wird mein Moped auch keine Harley Davidson. Mein lieber Mann, so ein Wagen würde mir aber auch gut stehen. Aber vom Rumsitzen kommt sowas nicht, Peter. Das kannst du mir glauben. Rumsitzen. Nu erzähl aber nix, Tante Rike. Ohne guten Start kommst du jedoch zu nix. Und wenn Onkel Hannes noch leben würde, dann hättest du nicht so einen dicken Wagen. Stimmt. Dann würde ich mir heute noch den Lehm von den Gummistiefeln kratzen. Aber wenn du vorankommen willst, dann musst du mit der Zeit gehen. Sag mal, Rike, seit ich dich kenne, frage ich mich, warum hast du meinen Bruder bloß geheiratet? Oh, der war noch ein ganz hübscher Kerl. Oh. Bloß, dass er ein bisschen langsam im Kopf war. Das habe ich als späterspitz gekriegt. Bisschen langsam im Kopf, was? Du ist mal gut, dass er das nicht mehr hören kann, sonst würde... Ja. Tante Rike, und dein Hotel läuft gut? Ja, du fast zu gut. Und darum bin ich hier. Na nu. Ja, Jens, ich habe da ein kleines Problem. Und ich denke, du könntest mir dabei helfen. Ich? Ja, du hast doch oben noch die beiden Kammern, in denen Beate und Hauke früher geschlafen haben. Ja, habe ich. Und? Naja, in meinem Anmeldungsbuch, da ist ein bisschen was verquer gelaufen. Und nun habe ich 2 Gäste zu viel. Ja, kannst du die nicht unterbringen? Was? Ich? Hier? Ja. Nee, du... Natürlich hier. Ja. Du, die machen fast keine Arbeit und bringen ja auch ein paar Mark ein, ne? Ich meine, so dicke hast du schon nicht. Und nun, wo Beate hier ist und kochen kann sie auch gut. Und wenn du keine Bettwäsche hast, die kannst du von mir kriegen. Na, was ist? Fremde Leute im Haus, was? Und an meinem Tisch. Nee, da wird nichts draus. Nicht mit mir, du. Nee. Ja, nun überleg doch erst mal. Im Augenblick können wir jeden Pfennig brauchen. Das geht keinem was an. Hm? Sei doch nicht so ein Dickkopf. Du, Tante Rike, was sind das denn für Leute? Kennst du die? Ja, so ein bisschen. Das sind Vater und Tochter aus dem Binnenland. Er ist Geschäftsmann. Was sie ist, weiß ich nicht. Aber sind ganz nette Leute und so bescheiden. Vater und Tochter. Wenn ich das schon höre, Vater und Tochter. Sag mal, lieber ein alter Kerl mit einem jungen Mädchen. Du, soll ich gleich die rote Laterne vor die Tür hängen? Jens, weißt du, wie du bist?
Wie dein Bruder bist du. Bisschen langsam im Kopf, ne? Mir lodi aber ne gut, du. Nun mach aber mal halblang, Vater. Ich denke, Tante Rike hat recht. Sag mal, was macht man denn so mit solchen Leuten? Oh, was macht man mit solchen Leuten? Gott, die sind wie alle Leute. Sie schlafen, stehen auf, essen Frühstück, hauen ab. Kommen wieder, essen zum Mittag, hauen wieder ab, kommen zurück, essen Abendbrot, gehen wieder ins Bett. Und das ist alles. So. Und das alles bei mir im Haus, was? Nee. Och, Mensch, Jens, will mich doch nicht mit dir absabbeln. Wenn du sie nicht willst, dann bringe ich sie bei Gesine Ackermann unter. Die ist immer dankbar für eine Chance. Tja, also, will ich mal nach Hause. Mutter hat wohl das Essen fertig. Ja. Wollen wir noch an die Windschaukel? Ja, das Sonne am Hafen. Bin ich da? Tschüss. Tschüss, Tschüss, bitte. Also, Jens, was ist nu? Vater, ich denke, wir sollten das machen. Guck mal, ob ich nun für 3 oder für 5 koche, das ist doch egal. Und Bettzeug haben wir mehr als genug. Und ein Geschäftsmann, Vater. Jens, du beweg dich mal. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. Vielleicht gibt er uns ein paar Tipps. Sei doch nicht so stur. Man kann das doch zumindest mal versuchen. Wenn ihr so wild auf Logiegäste seid, gut. Aber ich kümmere mich da nicht drum. Hm? Ja, ist schon gut. Tante Rike, wann kommen die denn? Jeden Augenblick. Ach du liebe. Ja, ich habe ihnen gesagt, sie sollen mal ruhig herkommen. Ich würde schon was für sie finden. Wenn nicht hier, dann ein paar Häuser weiter längs. Du, ich saus mal eben nach oben und mach die Kammern fertig. Da war lang keiner mehr drin. Tschüss. Ja, tschüss. Die hat ein bisschen mehr im Kopf als ihr. Ja, die dreht sich ein bisschen anders. Und wenn die Herren ausgetrunken haben, dann räumt mal gleich den Tisch auf, nicht? Damit es hier nicht so rummelig aussieht. Siehst du, es geht schon los. Tante Rike hat völlig recht, Vater. Das hätten wir schon lange mal ins Auge fassen sollen. Die Touristen schleppen das Geld hier ran und wir machen da nicht mit. Mensch, ich verstehe da nichts von. Ich bin Fischer und anders nix. Warum musste diese blöde Trosse mir auch ans Bein knallen? Hätte ich auch woanders hinfliegen können, nicht? Schieb doch alles nicht auf dein Bein, Jens. Setz lieber mal deinen Bregen in Gang und lass dir was einfallen. Was einfallen lassen, nicht? Mit nix an der Hacken. Lobi, du bleibst zufrieden, Mann. Du Jens, ich mach dir mal einen Vorschlag. Du, mein Pächter vom Friesenpesel, der will sein eigenes Lokal aufmachen. Ja, und wenn du willst, kannst du seinen Vertrag kriegen. Ja, das bringt was ein. Auch das noch. Ich hinter der Theke. Da soll ich wohl rumhumpeln wie Long John Silver, was? Du, dann musst du mir auch noch für die Schultern einen grünen Papagei kaufen, ne? Der muck doch, was du willst. Ja, muck ich auch. Aber jammer hier nicht rum, dass es dir schlecht geht. Oh. Ah, das ist aber schön, dass Sie schon da sind. Sie sind es. Na, haben Sie gut hergefunden? Kein Problem. Überhaupt kein Problem, Frau Holzapfel. Guten Tag. Martina. Martina. Meine Tochter. Ich glaube, Sie kennen sich, oder? Moment, Garmisch, stimmt's? Hotel Tuxenrieder letzten Winter. Genau. Sie hatten so einen netten jungen Franzosen bei sich. Guten Tag, Frau Schulz. Ach ja. Guten Tag, Frau Holzapfel. Holzapfel? Wieso denn Holzapfel? Das ist mein Schwager Jens, der Hausherr. Er ist so nett und hilft mir aus der Bredouille. Ja, ich habe Ihnen ja schon gesagt, wie leid mir die ganze Angelegenheit tut. Aber Frau Holzapfel, ich bitte Sie, betrachten wir das Ganze als einen glücklichen Zufall. Guten Tag, Herr Holzapfel. Ich heiße Holtappel. Jens Holtappel. Was meine Schwiegerin mit ihrem Namen macht, das ist mir egal, aber ich heiße Holtappel. Herr Schulz. Herr von Schulz. Holtappel. Genau. Gut, warum nicht? Klingt doch so richtig nordisch. Ja, aber bloß hier. Stellen Sie sich mal vor, wie das auf Französisch klingt. Old Apple. Und der Engländer sagt Old Apple. Glücklicher Zufall ist wohl das richtige Wort. Ich bin Hauke Holtappel. Martina Schulz. Tag, Freund Schulz. Quatsch. Fräulein, das gibt's ja gar nicht mehr. Frau Schulz?
Sagen Sie einfach Martina oder Tina. Daran bin ich gewöhnt. Fein, ich bin Hauke. Was soll das auch mit Sie und so? Meine ich auch. Sie sind also der Sohn des Hauses. Guten Tag. Tag, Herr Schulz. So, also ich muss wieder los. Hier ist wohl alles klar. Nun könnte gar nicht besser sein. Wann hat man sonst mal die Gelegenheit, das Leben in Friesland so aus der Nähe kennenzulernen? Die Friesen gelten ja, wie soll ich sagen, als etwas verschlossen. Stur und maulfaul, wollen Sie wohl sagen, ne? Ach nee, das ist bloß so ein Schnack. Nein, wir sind ein ganz herzlicher Menschenschlag, ne? Ja, wenn du das sagst. Stell du dich bloß nicht als Beispiel hin, dann ist alles in Ordnung. Also, tschüss so lange. Ah, tschüss, Rike. Hole Zettel. Tüchtige Frau, Ihre Schwägerin. Als junge Witwe das Leben so anzupacken. Alle Achtung. Ja, wenn sie nicht so fröhlich wäre, dann wäre sie auch noch keine Witwe. Wie bitte? Ach, nix, verstehst du doch nicht. Darf ich Ihnen erstmal das Haus zeigen, damit Sie wissen, wo alles ist? Ach, das hat ja noch Zeit. Tina, Tina, würdest du bitte mal den Korb aus dem Wagen holen? Natürlich. Kleinen Augenblick. Ich fass mal eben mit an. Na, warte doch mal! Na, das ist aber alles bildschön hier. Alles noch echt und alt, was? Ja. Nun, diese Kacheln hier. Ist doch holländische Arbeit, nicht wahr? Delft, über 200 Jahre alt. 200. Ist ja kaum noch zu bezahlen. Werden ja auch nicht verkauft. Würde ich auch nicht machen. Es muss schön sein, so in seinen Traditionen zu leben. Hier geht man doch alles noch viel gemütlicher an. Ja, von außen macht das wohl so aussehen. Hm? No, Sie reden ja wie ein Geschäftsmann. Nur nicht zugeben, dass es einem gut geht. Aber glauben Sie mir, die ewige Hetze im Geschäftsleben, das verschleißt einen. Hier werde ich mal so richtig auf Leerlauf schalten. Ja. Tun Sie das, Herr Schulz, tun Sie das. Ich werde Ihnen dabei nicht verdwaß kommen, ne? Wie bitte? In die Quere kommen. Ach ja, in die Quere kommen. Du, und wenn du willst, dann kommst du einfach mal mit raus. Pennen kannst du auch an Bord. Ist zwar kein Himmelbett, aber für eine Mütze voll Schlaf ist gerade richtig. Na, schon angefreundet? Herr Holtacker, ich habe mir gedacht, wenn wir hier schon so reinplatzen, dann soll es wenigstens einen ordentlichen Begrüßungsschluck geben. Na, was darf's denn sein? Whisky, Cognac? Nee, ich mach bloß Köln, ne? Dachte ich's mir doch. Na, hier. Was halten Sie davon? Oh, dann bann ich teuren Kram, was? Na, wenn schon, denn schon. Wo gibt es denn hier Gläser? Hauke, Gläser. Ja, schon da. So, dann wollen wir mal auf eine schöne Zeit. Prost. Prost. Na, bist du nicht gewöhnt, was? Ich trinke sonst kaum Alkohol. Höchstens mal ein Glas Wein oder Sekt. Aber das hier... Oh. Köhm hilft gegen alles. Erkältung, Knochenbruch und ungewollte Schwangerschaft. Das glaube ich. Ein Kerl, der nach Schnaps riecht, hat keine Chancen im Bett. Aber Martina... Keine Sorge. Wir glauben ja auch nicht mehr an Storch, nicht? So, dann noch einen. Oh, ich hab ja noch einen Augenblick. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Nee, du sagst das. Wie bitte? Auch nix, schenkt man ein. Hier im Norden braucht der Körper das wie? Nix. Hält so warm wie Köm und Grock und der schmuggelt dir eine Mutterrock. Okay. Was soll denn die junge Dame von uns denken, was? Oh,
Oh, lassen Sie mal, Herr Holtappel. Mir macht's nichts aus, wenn er das Maul aufreißt. Aber Martina, ich muss doch beten. Oh, Entschuldigung. Na, da leistet man sich für sein Kind die teuerste Internatserziehung. Und dann kommt so ein Umgangston dabei heraus. Och, das kratzt uns nicht. Wir im Norden reden alle, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Na, wenn es Sie nicht stört. Aber ganz im Gegenteil. Dann noch mal. Prost. Prost. Oh, Sie sind schon da. Fein. Ich bin Beate Holtappel. Tochter, Köchin, Zimmermädchen und Reinemacherfrau. Schulz ist mein Name. Angenehm. Ist das Ihre Tochter? Ja. Martina Schulz. Hallo. Oh, ich freue mich, dass Sie da sind. Wieso? Oh, nichts. Nur so. Ihre Schwägerin sagte, wir kämen in einen reinen Männerhaushalt. Ja, ich bin auch nur in den Ferien hier und pack ein bisschen mit an. Warst du bange, mit 3 Kerlen ganz alleine zu sein? Bange? Vor wem denn? Vor mir braucht auch keine Frau bange sein. Wie sagt doch schon der Fuchs, keine Angst, ich habe keine Zähne. Und da packt er die ganz am Genick. So ist es. Auch einen Begrüßungsschluck. Auch ehe, dass ich mich schlagen lasse. Oh, der gehört's aber in sich. Wie lange dauern denn Ihre Ferien noch? Haben gerade erst angefangen. Ich hoffe, dass Ihnen meine Kochkunst gefällt. Na, das wird sich zeigen. Aber wir sind nicht verwöhnt. Ab und zu ein schönes Filetsteak mit frischem Gemüse und Pommes croquette. Dann ist alles in Ordnung. Ja. Und es soll hier ja so tollen Fisch geben, habe ich gehört. Prost. Prost. Na, Sie haben aber einen ganz schön Zug am Leib. Friesenblut, Herr Schulz, muss ab und zu verdünnt werden. So. Darf man fragen, was Sie so machen? Ich leite in der Stadt einen Kindergarten. Und in den Ferien lange ich hier ein bisschen mit zu. Ganz schön anstrengend auf die Dauer, was? Ach was, sauberes Timing und gute Nerven, das alles. Das könnte ein Minister nicht besser sagen. Herr Schulz, Politik am Tisch habe ich nicht so gerne. Ne? Richtig, Herr Holtappel, sage ich auch immer. Das Diskutieren, das führt nie zu etwas. Ach nö, das würde ich nicht so sagen. Solange die Staatsgewalt vom Volk ausgeht, soll sich das Volk auch gefälligst Gedanken machen. So, darf ich Ihnen jetzt Ihre Zimmer zeigen? Ja, aber gern. Hier geht's lang. Martina. Das ist ein Glück, was, Vater? Was ist ein Glück? Na, das hier, die deren. Was ist mit der deren? Sag mal, brauchst du eine Brille oder was? Mann, wie die geht. Und hier, alles im Trim, du. Ach was. Hast du eine gesehen, hast du sie alle gesehen. Na, du musst ja wirklich drüber weg sein. Also da quäl du dich mal nicht drum, ja? Dass du dafür aber auch gar keine Augen mehr hast. Sag mal, wann hat das denn angefangen? Ich meine, ich komme ja auch mal in dein Alter, dass ich da mal gewarnt bin. Junge, du dröhnst dir da wieder ein zugange, Mädchenskind. Und wenn ich da nur Augen für hätte, weißt du, was du denn sagen würdest? Nee. Was will der alte Gockel mit dem Küken? Das würdest du denn sagen, ne? Oh, dir sind doch die Trauben bloß zu sauer, das ist doch alles. Oh, ja, du fühlst dich schon bannig groß, mein Lütten, was? Oh, was der's angeht, Chlor. Ja. Das ist auch was, du. Ja. Der Don Juan von Petersens Tanzdiele. Was weißt du denn schon? Wenn ich bloß ein Auto hätte, dann könnte ich sie alle abschleppen. Und ein bisschen mehr Geld auf der Nase und nicht ewig da draußen rumschippern für nothing. Ja. Ja, da muss sich dringend was ändern, das stimmt, ja. Red doch mal mit dem Schulz. Vielleicht weiß der ja was. Meinst du? Ja, ich weiß Ist nicht. das abgemacht? Aber klar, wenn du eins von meinen Kleidern anziehen möchtest, dann nimm es dir einfach. Ich habe so lange keinen Rock mehr angehabt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich noch darin bewegen kann. Bei deinem Appelquatschengang sind Hosen auch besser. Und zu deinen Gesundheitsschuhen passt ein Rock auch nicht. Ach, red doch nicht immer so ein Blech. Was verstehst du denn schon davon? Oh, sag das nicht, du. Er ist ein großer Frauenexperte. Ja, hat er mir eben gerade gesagt, nicht? Ach, okay. Das war wohl nix. Was der von Frauen versteht, das kannst du mit einer Zaunlatte auf eine Briefmarke schreiben. Na, wo ist denn der Bleistift? Damit hast du doch gestern die Kohlrouladen zusammengesteckt. Wärst du so lang, wie du blöd bist, dann könntest du gleich über den Mond pinkeln. Tja, Fräulein Schulz,
Das ist hier so eine Art Familienidyll, nicht? Ja, aber mir wird's hier im Moment ein bisschen zu idyllisch. Ach, sagen Sie mal, Fräulein Schulze, wie wär's? Hätten Sie nicht Lust, mit mir so ein bisschen längs den Deich zu gehen? Ja, aber gerne. Sie müssen mir hier alles zeigen, Herr Holtappel. Ja, mach ich. Ja, wenn was unklar ist, immer Jens fragen. Der weiß, wo es hier längs geht, nicht? Also bitte. Dankeschön. Hier geht's raus. Ja. Ne? Das gibt das doch wohl gar nicht. Aha. Sag mal, was macht denn der Bleistift zwischen den Gabeln? Das warst du doch bestimmt wieder. Ach, was? Ist egal. Ist dein Moped klar? Wozu brauchst du mein Moped? Ich muss noch mal zu Tante Rico und fragen, was sie für einen Preis genommen hat. Ich brauche das für die Kalkulation. Was denn für eine Kalkulation? Sag mal, lieber Gott, hast du die Männer so bekloppt gemacht oder haben sie das von alleine hingekriegt? Filetsteak. Weißt du, was das kostet? Nee, weiß ich nicht. Habe ich auch noch nicht gegessen. Das ist auch gut so. Du könntest das nämlich nicht vom Stück Gummistiefel unterscheiden. So, du gehst jetzt in die Vorratskammer und schreibst mir alle Konserven auf, die noch da sind. Mit Verfallsdatum. Ich saus mal eben los. Ich muss aber noch mit Peter an die Winch. Ja, in einer halben Stunde. Da hast du noch eine Menge Zeit. Tschüss. Ich bin Kapitän eines eigenen Schiffes. Ich gebe hier die Kommandos. Ich bin noch kein kleiner Junge mehr. Du bist nichts weiter als ein Schreihals. Los, ran an die Arbeit. Das darf doch alles nicht wahr sein. Konserven aufschreiben. Mit Verfallsdatum. Ach, blödes Weibervolk! Also ich verstehe das nicht. Das will mir einfach nicht in den Kopf. Herrgott, was will sie mit ihm? Kannst du mir das erklären? Nee. Aber wenn sie nun mal so ist, das gibt so eine Weiber. Ach, Quatsch. Was verstehst du schon davon? Ja, mehr als du. Meine Mutter abonniert nämlich eine Lesemappe und da steht verdammt viel über Frauen drin. So. Steht da auch drin, was Martina von meinem Alten will? Jo. Vielleicht ist sie ja Vater fixiert. Sowas gibt das. Was ist das denn? Vater fixiert? Ja, so manch eine Frau kann mit jungen Männern ja nichts anfangen. Nee, die hat dann immer so ein Vaterbild im Kopf, ne? Und danach sucht sie sich die Kerle aus. Und was kann man dagegen machen? Ja, sie muss eine Emotionsbasis für junge Männer kriegen. Was? Sie muss eine Emotionsbasis für junge Männer kriegen. Aha. Oh, du hast doch wohl zu lange in der Sonne gesessen. Nee, mein Lieber, das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Ja. Und wie soll das funktionieren? Ja, Mensch, wie soll ich dir das erklären? Also, um es einfach zu sagen, sie muss zu jungen Männern genauso viel Vertrauen kriegen wie zu ihrem Vater. Ja. Ja, und wie geht sowas? Ich weiß gar nicht, warum ich dir die Tipps geben soll. Mir gefällt sie ja auch. Dein Pech, Peter Fontin, von dir will sie aber nix. Das wird sich aber noch ändern. Ja, das wirst du nämlich sehen. Wie willst du das wohl anstellen? Ja, manchmal muss man der Frau bloß Blumen schenken. Das wirkt Wunder. Blumen? Was ist das für ein Blödsinn? Der ganze Vorgarten steht voll mit Blumen. Die kann sie sich stundenlang angucken. Naja, ich sehe das schon. Von Frauen hast du überhaupt keine Ahnung. Lass mal die Finger davon. Muss ein Fachmann ran. Das wird aber auch Zeit. Ich habe einen total trockenen Hals. Ach nee, die Herren sitzen rum, saufen Küken und ich schlepp mich buckelig. So ist richtig. Sag mal, habt ihr nichts zu tun? Doch, haben wir. Wir haben bloß überlegt, wie wir das anstellen können. Und dazu braucht ihr die Köhmbuddel, was? Seit die deren im Haus ist, bist du völlig durch den Wind, Hauke Holtappel. Die braucht bloß im Garten zu liegen und dir kullern die Augen aus dem Kopf.
Was verstehst du schon davon? Schnack nicht. Komm, lass uns zum Kutter, hier wird die Luft ein bisschen dick. Das Gefühl habe ich aber auch. Tschüss. Tschüss. Wann gibt das Essen? Punkt 5 wie abgemacht. Dann ist ja noch Zeit. Tschüss so lang. Tschüss. Oh, Kerle, lob mir doch an Land. Kannst immer einen nehmen und dem anderen damit um die Ohren hauen. So. Und weißt du, was wir morgen machen? Morgen fahren wir nach Schleswig. Nach Schleswig und an die Schleie. Jawohl, ja. Hallo, Beate. Beate? Na, ihr beiden? Habt ihr euch fein amüsiert? Ja, wir waren in Friedrichstadt zum Essen. Ja. Ach Mensch, ich hatte schon längst vergessen, wie schön das hier alles ist. Als Schuljunge war ich zuletzt in Friedrichstadt. Ja, aber das wird ja nun alles ganz, ganz anders, ne? Das denke ich auch, Jens. Ja? Das macht so viel Spaß mit dir. Ja, und mit dir erst, du. Also schön, morgen an die Schlei. Das heißt, wenn dein Vater uns den Wagen wiedergibt, nicht? Beate, sag mal, wo ist Herr Schulz eigentlich? Der ist den Deich längs zu Tante Rike. Telefonieren und so. Und so? Ja, er sagte, er wollte irgendwas mit ihr bereden. Ich weiß aber nicht, was. Ja, ich gehe mal eben nach oben und mach mich ein wenig frisch, ja? Ja, mach das, du, mach das. Bleib aber nicht so lange weg, hörst du? Ich bin gleich wieder zurück. Schön, schön. Na, Vater, wie fühlst du dich? 20 Jahre jünger. So kann es bleiben, du. Und was macht dein Bein? Ach, immer besser. Ich glaube, ich habe hier viel zu lange rumgesessen. Darf ich dich mal was fragen? Na klar, frag. Mit Martina und dir. Ist das was Ernstes? Was Ernstes? Was meinst du mit Ernstes? Ja, nun tu mal nicht so. Du weißt genau, was ich meine. Also geredet haben wir noch über nichts, wenn du das meinst. Was ihr sonst miteinander macht, das geht mich auch nichts an. Hast du Bange? Du kriegst eine Stiefmutter, die genauso alt ist wie du, hm? Bange? Nee. Ist bloß so ein Gefühl. Ich weiß auch nicht genau was. Ja, was denn für ein Gefühl? Weißt du noch, was du zu mir gesagt hast, damals, als ich aus dem Haus ging? Nee, was denn? Keine Angst vor schlechtem Wetter. Aber pass auf im Sonnenschein. Ja, ich weiß, dieser alte Schnack da, nicht? Ja. Ja, bei schlechtem Wetter, da passt du von alleine auf und bei Sonnenschein wirst du dösig im Kopf und das kann schlimm ausgehen. Eben. Sag mal, wie kommst du gerade darauf? Ja, mir ist im Moment ein bisschen zu viel Sonnenschein im Haus. Aber wie gesagt, das ist bloß so ein Gefühl. Hör mal zu, meine. Komm mal her. Du läufst immer wie so ein Bengel rum. Zieh doch auch mal ein Kleid an. Hm? Wie, das sagst du? Ja. Willst du aus deiner Tochter eine Modepuppe machen, oder was? Nicht gerade eine Modepuppe, aber ein bisschen schicker könntest du doch gerne sein, ne? Ja, so guckt dir doch kein Mann nach, wenn du immer so rumläufst. Ja, keine Angst, eine alte Jungfer kann ich nicht mehr werden. Diese jungen Leute, das Störe ich? Nee. Kommen Sie rein. Ach, ich dachte nur kleines Gespräch, Vater, Tochter. Ja, aber ist schon erledigt. Ah, Sie haben ein Bier. Das kann ich jetzt auch vertragen. Ja. Auch behalten Sie Platz, Herr Holtappel. Nach einer Woche kenne ich mich hier doch aus. Ja, nicht. Soll Sie übrigens schön von Ihrer Schwägerin grüßen. Oh ja, danke. Wie geht's ihr denn so? Ach, viel Arbeit. Hauptsaison, Sie wissen ja, was das heißt. Ja. Ach, ich bin froh, dass ich hier bei Ihnen bin, nicht im Hotel. Allerhand los da, was? Wie ein Bienenkorb. Oh Gott. Na denn. Prost. Na, wie war Ihr Ausflug? Wirklich schön. Ja, ich bin hier so lange nicht rausgekommen. Ich genieße das richtig. Martina scheint Sie sehr zu mögen. Ja, das sieht so aus, ne? Ja, aber nicht, dass Sie denken, ich hätte da irgendwelche falschen Absichten, ne? Falsche Absichten? Ah ja,
Ich bin ja kein junger Kerl mehr und es könnte ja vielleicht komisch aussehen. Ne? Holt ab, das sind doch Vorurteile, auf die man heute nichts mehr geben darf. Das wäre meine geringste Sorge. So, was wäre dann Ihre Sorge? Ach, meine einzige Sorge ist, dass meine Tochter mal mit einem Halotrit durchbrennt oder mir so einen jungen Mitgiftjäger anschleppt. Ja, diese Typen warten doch nur darauf, dass sie ein Mädchen aus gutem Hause einwickeln können. Ach was, Herr Schulz. Martina ist doch kein Dummkopf, nicht? Die lässt sich doch nicht einfach einwickeln, nicht? Ja, das hoffe ich, das hoffe ich. Ja, dann haben Sie nichts dagegen, wenn ich mit Ihrer Tochter mal so ein bisschen durch die Gegend fahre? Also, da fällt mir ja ein Stein vom Herzen, ne? Haben Sie sich deswegen Sorgen gemacht? Na ja. Ja. Aber Herr Holtappel... Ja. Prost. Und außerdem, Sie wären doch das, was man eine gute Partie nennt. Ich? Natürlich Sie. Ich habe natürlich gemerkt, dass Martina ein Auge auf Sie geworfen hat und da habe ich mich ein bisschen umgehört. Nun, das klang doch alles gar nicht schlecht. Dies Haus hier, die reinste Antiquitätensammlung. Und dieses riesige Grundstück hier hinter dem Deich, na, da steckt doch Kapital dahinter. Also werden Sie verstehen, dass ich gar nichts dagegen haben kann, dass Sie meiner Tochter den Hof machen. Wenn das man so wäre. Na, ich verstehe nicht ganz. Also, Herr Schulz, mit dem Kapital, da ist nicht viel. Im Gegenteil, ich habe überall Schulden. Aber, lieber Herr Holtappel, so brauchen Sie doch mit mir nicht zu reden. Klar, ich bin da auch nicht jedem meine finanzielle Lage auf die Nase, aber das Stöhnen zum Geschäft gehört. Also, darin bin ich nun selbst Artist. Nee, ich sitze überall in den Miesen. Und ich weiß auch keinen, der mir da raushelfen kann. Na, sowas. Na, dann erzählen Sie mir doch einfach mal, wo die Schwierigkeiten liegen. Ja, vielleicht lässt sich ja was machen. Tja, also erstmal ist meine Frau gestorben. Oh. Ja, dann ist diese blöde Trosse gebrochen und ist mir ans Bein geknallt. Ich habe lange im Krankenhaus gelegen. Ja, und dann Hauke hat hier alleine weitergemacht, aber das alles, das hat uns so in den Keller gebracht, dass ich nicht mehr weiter weiß. Tja. So ist das nun. Ach so. Ja, wenn's kommt, dann kommt's gründlich. Aber das ist kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Na, also, Herr Schulz, wenn das kein Grund ist, dann weiß ich das auch nicht. Vielleicht habe ich eine Idee. Ich weiß noch nicht. Und an was denken Sie? Na, das hängt natürlich von Martina ab. Was hängt von ihr ab? Ob ich das mache oder nicht. Woran ich gerade denke. Falls Martina mit Ihnen ernste Absichten haben sollte, ich sage sollte, dann ergäbe sich vielleicht etwas. So, und was? Erstmal die Fakten. Sie haben Haus und Grundstück. Stimmt. Liegen Belastungen drauf? Nicht zu knapp. Bis an die Wertgrenze? Hä? Ich meine, sind die Hypotheken so hoch, dass ein Verkauf gerade die Schulden deckt? Nee, so hoch nicht. Und verkaufen wollte ich eigentlich auch nicht. Ne? Na, wie wär's denn, wenn Sie verkaufen und trotzdem Eigentümer bleiben? Was? Also, das geht doch gar nicht. Nein, na, dann passen Sie mal auf. Wenn Sie Martina das alles hier verkaufen und Sie heiraten, dann bringt sie doch alles wieder in die Ehe, oder? Hä? Und allen wäre geholfen. Mein Kind wäre in gesicherten Verhältnissen, Sie wären schuldenfrei und hätten noch Kapital über und alles bliebe in der Familie. Zack! Das sind Planungen, wie ich sie mag. Ja, und wo kriegt die denn das Geld her? Na, von mir natürlich. Sie ist doch sowieso meine Erbin, also besser jetzt als später. Ja.
Ja, das leuchtet mir ein. Ja, also das wäre ja wunderbar, Herr Schulz. Ach, das sind doch nur Gedankenspiele. Na, wir alten Esel wissen ja gar nicht, was Martina vorhat. Wir trinken erst einmal einen. Wir trinken, ja. Mir ist ganz rummelig im Kopf. Also das wäre ja eine Möglichkeit. Ja. So, und jetzt werde ich mich noch ein bisschen in die Sonne legen. Tun Sie das. Oh, Schulz. Ach, Sie sind das. Na, ich hätte Sie ja beinahe gar nicht wiedererkannt. Ist ja entzückend, ist ja reizend, ist ja himmlisch. Ja, der. Du lass dich mal angucken, du. Na ja, siehst du wohl. Ist doch ein ganz anderen Schnack, ne? Was? Ja, aber sag mal, ist das Kleid nicht ein bisschen kurz? Ja, wie? Was denn? Bei Martina kriegst du nicht die Augen von Beinen. Und bei deiner Tochter stört dich das? Na hör mal, das ist auch ganz was anderes, ne? Ach so. Ach Mensch, Dejan, ich finde dich doch schick. Ja, wirklich, du. Oh Mensch, Vater, die Flasche ist schon wieder halb leer. Du säufst die noch mal tot. Nee, das wird nun alles ganz anders. Ich glaube, ich brauche den Schnaps nicht mehr, du. Ja, das wäre ja ein Wunder. Nee, wirklich, der Schulz, der hat mir da eben einen Vorschlag gemacht. Also der klang gar nicht so verkehrt. Ich glaube, jetzt geht's wieder voran. Was denn für ein Vorschlag? Das ist noch zu früh, darüber zu reden, ne? Du, sag mal, wo ist Martina eigentlich? Oben. Ja, was macht sie da so lange? Als ich raufkam, saß sie auf ihrem Bett. Ich glaube, sie hat geweint. Was? Wieso das denn, du? Ich weiß nicht, sie wollte nicht drüber reden. Du, irgendwas stimmt da nicht. Ja, was soll denn da nicht stimmen? Ist dir da noch nichts aufgefallen? Nee, ist mir nicht, du. Weißt du, sie kommt und macht auf High Society mit Sonnenbrille, später auf fröhliche Landpartie. Und wenn sie glaubt, es sieht sie keiner, dann hat sie ein ganz anderes Gesicht. So, als ob sie vor irgendwas Angst hätte. Nee, hab ich noch nicht gesehen, du. Ja, du guckst ja auch immer ganz woanders hin. Quatsch! Du sag mal, soll ich mal zu ihr raufgehen? Nee, lass mal. Ich glaube, sie macht sich gerade ein bisschen frisch. Oh. Du könntest mir einen anderen Gefallen tun. Geh doch mal raus und mach mir die Wäschespinnen klar. Ja. Ich wollte noch eine Maschine durchlaufen Na lassen. klar, mach ich. Sitz oben und weint. So was aber auch Menschen stehen. Wie, was ist? Hast du eine Maus verschluckt? Nee. Ich dachte bloß, dass... Was dachtest du? Mensch, ich hab dich ja gar nicht erkannt. Du siehst ja aus wie eine richtige Därenmensch. Du bist ja der größte Ochse, den ich jemals gesehen habe. Ja, Mensch, was kann ich denn dafür, dass du immer so rumläufst wie ein Automechaniker, Mensch? Lass dich doch mal ansehen. Guck so lange du willst, aber lass mich in Ruhe. Ich habe eine Menge zu tun. Ja. Wo ist denn der Reistopf? Ja. Siehst du irgendwo den Reistopf, Peter? Nee, seh ich nicht. Nee, wo ist er denn? Da ist er ja. Was macht er denn da oben? Ja, da ist er ja. Ja, was macht er denn da oben? Sowas, da steht der Reistopf doch einfach da oben, wenn Sie vielleicht mal... Dass du dir den Hals ausrenkst. Oder die andere Seite. Nee, Mensch, hör auf! Kannst ja wieder woanders hingucken. Ja, meine Güte nochmal. Eine Frau wie du, die kann ja einen Gemeindebullen ins Zölibat treiben, Mensch. Ach so, na da hast du ja Glück, du bist ja keiner. Ja. Vielleicht hat man ja ein paar Jahre früher leben sollen, ne? Aber heute, was sieht man heute? Schrauben. Was? Alte Schrauben in der Küche. So, na das wird jetzt aber anders. Sag mal, spinnst du? Die brauch ich doch noch. Mensch. Pass mal auf, dass dir nicht die Büchse runterrutscht. Ja. Weißt du denn nicht, wie ein Mann aussieht?
Natürlich weiß ich das. Viel Lärm um nix. Und das soll jetzt Gerechtigkeit sein, nicht? Fliegt der Frau der Rock hoch, dann ist das sexy, aber rutschen dem Mann die Hose runter, dann ist das komisch, wenn ich noch mal zur Welt komme, denn aber als Frau, das sag ich dir, du. Wieso sind die Kerle bloß so bekloppt? Mein Gott, was ist denn mit dem wieder los? Wie siehst du denn aus? Jetzt fängst du auch noch an. Hey! Was ist denn mit dir los? Wenn heute noch ein Kerl was gegen mein Kleid sagt, dann dreh ich ihm das Genick um. Mann, ich bin das Hauke, dein Brüderchen. Oh, ist auch dein Glück, du. Mama, hast du die Schrauben da reingemacht? Ja, die Schrauben, die gehören zum Kutter, damit ich sie wiederfinde. Hey, wo sind die Schrauben? Die hat Peter in den Taschen. Kannst ihn nicht verwechseln, dass der Kerl ihm immer die Büchse unterm Maus bummelt. Du, wenn du die Schrauben weggeschmissen hättest, dann hätte ich dir aber... Hallo. Hallo, Tina! Ja, was ich noch sagen wollte. Na, was wolltest du denn noch sagen? Martina, hast du noch was zu waschen? Ich wollte gerade noch eine Maschine durchlaufen lassen. Ich habe schon alles runtergebracht. Kann ich dir helfen? Knopf unterdrücken? Nö, lass mal, das kann ich alleine. Was ich noch sagen wollte. Ja. Ja. Ich meine, du hast immer so einen Duft. So ein Parfum, meine ich. Was ist das? Fällt dir denn nichts Besseres ein? Nee, mir fällt nichts Besseres ein. Was wolltest du denn sagen? Ich wollte sagen, Ach, ist doch egal. Und wenn es nicht egal ist? Martina. Ich meine... Ja, Herrgott, wie soll ich das denn sagen? Ich auch, Hauke. Martina? Was ist denn los? Lass mich. Ich kann jetzt nicht darüber reden. Nicht darüber reden? Gott, ist das eine Hitze? Ach, ich wollte mir nur ein Bier holen. Peter war also nicht hier? Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, dann muss ich ihn woanders suchen. Na, läuft irgendwas falsch? Nein, alles in Ordnung. Das will ich doch hoffen. Immer schön am Plan bleiben, hörst du? Es geht schon nichts schief. Ich habe noch nie was verpatzt. No, bis jetzt nicht. Und das soll auch so bleiben. Ich weiß Bescheid. Gut für dich. Ganz gut für dich. So, ja. Ja, da bist du ja endlich. Sie hat sich die ganze Zeit nicht sehen lassen, nicht? Nun haben Sie sie ja wieder. Ja. Du fühlst dich doch wohl, oder? Ich fühle mich wohl. Es ist nur die Hitze. Ach, ja. Oh, schon wieder so flink. Ja, jetzt muss ich aber ran. Es soll ja um 5 Essen gehen. Ach, das eilt nicht. Bei der Hitze hat man ja sowieso keinen rechten Appetit. Lassen Sie sich nur Zeit. Kann ich dir helfen? Ich mag nicht zusehen, wenn du arbeitest. Wo ist denn eine Küchenschürze? Draußen neben der Speisekammer hängt eine. Was soll es denn geben? Ich habe gedacht, als Vorsuppe mache ich Pommes et Poireaux. Die Kraftbrühe habe ich gestern gekocht, die ist im Kühlschrank. Dann Bintjes, Kartoffeln, die fallen von alleine auseinander. Und der Porree, der müsste ganz fein geschnibbelt werden. Kannst du das? Ja, klar. Wo ist denn das Küchenmesser? In der Schublade rechts. Oh Mist! Was ist denn? Jetzt habe ich die Creme Fraiche vergessen. Oh, ist das ärgerlich. Jetzt kann ich noch mal zum Kaufmann tuckern. Ist das denn so wichtig? Ja, ich wollte Hähnchenfilets mit Sauce Wertmann und dazu brauche ich die Creme Fraiche. Frag doch meinen Vater, der fährt dich sicher hin. Und meinst du, das wird er machen? Na klar, ich fange hier schon mal an. Du, aber bitte nur das Grüne. Das Weiße will ich süß-sauer kochen und mit Käse überbacken. Ich mache es schon richtig. Man, keine Angst.
Du, sag mal, Martina, Was ist? wo hast du das gelernt? Was? Naja, ich habe das bei Rike in der Hotelküche gesehen. Was? Wenn meine Frau was geschnitten hat, dann ging das Tag, Tag, Tag. Und bei dem Koch im Hotel, da ging es so wie bei dir. Und als ich ihn gefragt habe, warum er sich nicht dabei die Finger absäbelt, hat er nur gelacht und hat gesagt, gelernt ist gelernt. Oh, ich habe meiner Mutter viel in der Küche geholfen, ja. Das geht mir so von der Hand, so wie nix. Martina, Vater Geschäftsmann, Mutter Köchin, das passt nicht zusammen. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Wirklich nicht? Was ist denn dabei, wenn eine Frau in der Küche was kann? Martina, guck mich mal an. Beate hat recht. Du hast vor irgendetwas Angst. Angst? Ich? Oh, ich doch nicht, Jens. Erzähl mir doch nichts. Ich habe doch Augen im Kopf. Sag mir, was los ist. Nichts ist los. Ach, Martina, mir machst du doch nichts vor. So wie du und dein Vater miteinander umgeht, da stimmt was nicht. Ja, aber was soll denn da nicht stimmen? Ihr seid immer nett und höflich zueinander, aber nie herzlich. Und? Ihr habt euch nicht ein einziges Mal gekappelt. Also ich weiß nicht, was du von mir willst. Die Wahrheit, Martina. Was ist mit dir und deinem Vater? Mein Vater. Ich weiß nicht mal, wer mein Vater war. Was? Jens, bitte, hilf mir. Dann sag mir die Wahrheit. Also, dieser Schulz, der Mann da draußen, der sagt, dass er mein Vater ist, aber das stimmt nicht. Hm? Was ist er denn? Ja, er heißt Schulz, genau wie ich. Ist ja so ein Allerweltsname. Oh du, der hat seine Finger überall drin, in Hotels, Ferienzentren, Freizeitparks und so ein Zeug. Und was hast du mit ihm zu kriegen? Ich war Köchin in einem seiner Hotels. Oh. Und da ist es passiert. Was ist da passiert? Hast du seine Armbanduhr gesehen? Die mit den Brillanten? Natürlich. Fällt einem doch sofort auf, ne? Das ist ein ständiger Notgroschen. Er hat sie mal abgenommen und liegen lassen. Naja, ich habe sie gefunden und wollte sie verscheuern. Nur der Juwelier hat sie erkannt und Schulz sofort Bescheid gesagt. 50.000 Mark ist das Ding wert. So. Und Schulz hat dich angezeigt? Er hätte es tun können, aber er wollte nicht. Er hat gesagt, wenn ich ihm bei seinen Geschäften helfe, dann zeigt er mich nicht an. Geschäften? Was denn für Geschäften? Hier, Häuser, Grundstücke an sich zu bringen, die was wert sind. Aber billig. Genau wie deins hier. Du willst doch wohl nicht sagen, dass du mich einwickeln solltest, damit er mich aufs Kreuz legen kann? Wegen so ein paar Quadratmeter Boden könntest du mich kaputt machen? Das kannst du tun? Nein, Jens, dich doch nicht. Ach, Scheiße, ich kann mich umbringen. Jens, hör mir wenigstens Nee, komm, nun nicht reden. Jetzt nicht reden, bitte, bitte. Das war... Ist ja auch mein Fehler. Wie konnte ich, alter Krüppel, glauben, dass ein junges Mädchen wie du... Bitte nicht so. Ach, komm, nun lass das. Ist doch egal, oder? Willst mir doch wohl nicht erzählen, dass du mich lieb hast? Doch, Jens. Ach, komm. Doch. Ach. Aber anders. Mehr... Naja, du weißt schon. Aha. Bruder, Vater oder so, ne? Naja. Warum auch nicht? Und wenn es mehr Schwiegervater wäre? Na gut. Schwiegervater. Schwiegervater!
Oh, das ist hart. Ich weiß, Jens, es ist irgendwie furchtbar verquer gelaufen, Hauke, aber... ne? Du und Hauke. Sag mal, weiß er da was von der Komödie hier? Nein, nichts, wirklich überhaupt nichts. Na, und du willst ihn? Ja. Naja, da musst du selber mit fertig werden, das ist nicht meine Sache. Aber sag mal, dieser Schulz, der will mein Haus und mein Grundstück. Du, der hat große Pläne damit. Na schön, dann soll er das kriegen. Du meinst, Tante Rike weiß Bescheid? Jo. Weiß sie auch alles? Oh, ich bin doch nicht verrückt und erzähle ihr das. Nachher steckt sie da mit drin, ne? Glaubst du, Martina hält durch? Ja, du, die ist froh, wenn sie das hier alles hinter sich hat. Auf die können wir uns verlassen. Und wenn er nun gar kein Bargeld hat? Dann warten wir so lange, bis er zur Bank gefahren ist. Cash oder nothing. Hm? Das werde ich ihm doch sofort verklickern. Aber irgendwie rankriegen kann er uns nicht. Ja, womit denn? Geht doch alles nach seinem Willen, ne? Sag mal, warum machst du es eigentlich in dem Büro von dem Notar? Nee, du, hier habe ich alles unter Kontrolle. Hm? Wie hast du das dem Notar beigebracht, dass er hier ins Haus kommen soll? Ich kann nicht laufen. Nee, mein Bein, es tut so weh. Wenn das mal nur gut geht. Ja, klar. Ich glaube, da kommen sie. Oh, gut, dann kann es ja losgehen, nicht? Moin. Moin. Morgen, Beate. Moin. Na? Gut geschlafen? Ja. Wie immer. Oh, Kaffeeduft. Fräulein Holtappel, was ich schon immer sagen wollte, Sie sind eine wunderbare Wirtin. Ja. Schade, dass Sie das nicht professionell machen. Ach, dann wird's ja bald keinen Spaß mehr machen. Sagen Sie mal, was ich noch immer nicht weiß. Die Schafe da hinten auf Ihrer Wiese, gehören die Ihnen? Nee, die Wiesen sind verpachtet. Aber es bringt nicht viel ein. Oh, schade. Ich mag Schafe so gern. Besonders, wenn sie klein sind, so im Frühling. Ja, leider bleiben sie ja nicht immer klein. So, Sie haben alles, dann kann ich eben nach oben und die Bett machen. Ja, bitte. Sag mal, wie weit bist du mit dem Alten? Ich sitz mir hier allmählich schwielen am Arsch in dieser Bruchbude. Ich glaube, er will das machen. Ich glaub. Hast du ihm klar gemacht, dass du hier bleiben willst? Ja, hab ich. Aber du hast ihm nicht die Ehe versprochen. Nein, ich habe ihm nicht die Ehe versprochen. Und der Vertrag läuft wieder auf meinen Namen. Wie gehabt. Und wenn wir den Wisch haben, dann nix wie weg. Du unterschreibst dann bei meinem Anwalt nur noch den Verkauf an mich, kriegst 5.000 Mark im Bar und verschwindest für immer. Sind wir dann quitt? War ja so abgesprochen. Gut. Au! Jens, was ist denn los mit dir? Ach, mein Bein. Ja, was ist denn damit? Das tut weh. Bis oben hin. Ja, ich glaube, es ist die Hüfte. Ja, nicht? das kommt vom vielen Rumlaufen. Du hast dich überanstrengt. Ja, das glaube ich auch, ja. Ich konnte gestern Abend ja nicht mal nach oben in mein Bett. Oh. Nee. Ich musste hier unten auf dem Sofa schlafen, nicht? Oh. Ja. Ach, Herr Schulz, lassen Sie mich bitte da mal sitzen, ja? Oh, natürlich. Ja, das ist nett. Dankeschön. Danke, das ist richtig. Ja, so, das werden wir gleich mal haben hier. So, ja, so ist es schön. Muss ja eine unangenehme Nacht gewesen sein, so auf dem Sofa. Ja, ich habe kaum ein Auge zugekriegt, nicht? Und dann ging mir auch immer alles so durch den Kopf, nicht? Was denn alles, Jens?
Oh, da kann ich nicht drüber reden, nicht? Es ging um dich und mich. Aber Sie werden doch wohl in der Hinsicht vor mir keine Geheimnisse haben, Herr Holtappel-Marmelade. Gewiss nicht, Herr Schulz. Ja, Martina, darf ich dich denn mal was fragen? Was ist denn los, Jens? Ja, willst du, ich meine, willst du wirklich hier bleiben? Gesagt hast du das schon mal? Aber das weißt du doch, Jens. Ah, das ist schön. Ach, ist das schön. Ja, Herr Schulz, dann muss ich auf Ihr Angebot zurückkommen. Angebot? Was denn für ein Angebot? Sie wissen doch, wir haben doch schon drüber gesprochen mit meinen Schulden und so, nicht? Ach, das ja. Erinnere ich mich. Sie meinen diese Verkaufsidee, Kaffee. Doch, ja. Darüber lässt sich reden. Es geht ja nur darum, Sie schuldenfrei zu machen und dass Sie etwas Startkapital haben. Bleibt ja schließlich alles in der Familie. Darf ich mal fragen, worum es eigentlich geht? Ach, ganz einfach. Herr Holtappel hat Schulden machen müssen. Wir lösen nun die Schulden so auf, dass das alles hier an dich verkauft wird. Und da ihr hier ja ohnehin zusammenleben wollt, bleibt ja schließlich alles beim alten Salz. An wie viel haben Sie denn gedacht, Herr Holtappel? Ja, also, dass ich dabei gut zurechtkomme und dass es auch nicht so spittelig aussieht, nicht? Habe ich gedacht, so 100.000 in bar. 100.000? Ja, darüber lässt sich reden. Ja, also weniger geht nicht. Ne? Ja, so ein Landverkauf, der lässt sich hier nicht verheimlichen. Nicht? Und wenn da bloß so ein paar Mark bei rausspringen, dann lachen die mich ja alle aus. Nicht? Gut, 100.000. Hand drauf. Ja, sicher doch, Hand drauf. Martina, hau durch. Oh ja, komm, Martina, hau du durch, ne? Jawohl. Und wissen Sie was, Herr Holtappel? Ne? Ich habe das Geld sogar hier. Nein. Ja, ich habe auf der Herfahrt noch ein Geschäft gegen Bargeld gemacht. Und jetzt liegt warm und trocken oben im Zimmer. Ja, das ist aber fein, nicht? Ja, und ich habe auch was gemacht, Herr Schulz. Ja, ich habe meine Schwägerin gebeten, heute Vormittag mit einem Notar herzukommen. Ja, wenn Martina jetzt Nein gesagt hätte, nicht, dann wäre der wieder abgehauen und hätte nur sein Geld kassiert. Ist das in Ordnung? Na, das nenne ich doch Vorausdenken. Ja. Und jetzt gehe ich nach oben und hole eine Flasche schönen alten Cognac. Nur den werden Sie mir doch als Kühltrinker nicht abschlagen. Das stimmt nicht, Herr Schulz. Das stimmt nicht. Oh Mann, wenn das bloß gut geht. Ich will bloß hoffen, dass Rike hier mit dem Notar bald antanzt, nicht? Du, ich weiß gar nicht, was du willst. Läuft doch alles so, wie wir uns das überlegt haben, nicht? Ach du, Martina, weißt du was? Du könntest mir gerne ab und zu mal einen Kuss geben, nicht? Also Jens. Alles Tarnung, das muss durchgestanden werden. Du kriegst nachher einen, wenn alles vorbei ist. Na schön, aber dann mit dem Schüsslerwegen, nicht? Oh, Martina, hör mal, da ist noch was. Sag mal, steckt Rike da mit drin? Naja, sie hat doch mal sowas gesagt, von wegen ihr Anmeldungsbuch und Zufall und so. Aber das war doch alles abgekartet, oder? Ja, so ein bisschen vielleicht. Ah, ja. Sie hat schon damals in Garmisch von dir geredet, dass es dir schlecht geht, dass du Land an der See hast und so. Naja, sowas hat er sich immer gleich notiert. Ah. Und dann hat er vorgeschlagen, sie soll uns bei dir unterbringen, dass du ein bisschen Geld verdienst mit Logiergästen. Naja, und dann hat sie ein bisschen geflunkert, aber
Sie hat es gut gemeint. Na, das ist auch ihr Glück. Aber eine Schludertasche ist sie darum doch. So, was ganz Edles. Gibt es hier irgendwo ein paar schöne Schwenker? Und den darf man nicht einfach so aus dem Schnapsglas kippen. Nein, in der Stube im Buffet. Wo bleiben Sie sitzen, Herr Holtappe? Ich mach das schon. Ja, mach du, Mann. Ich freue mich ja so, dass es alles jetzt so schön wird. Nicht übertreiben. Ja, und vor 8 Tagen sah noch alles so grau aus, ne? So, den habe ich nur für ganz besondere Gelegenheit. So, na. Ja. Auf die Zukunft. Ja, danke sehr. Zum Wohle. Zum Wohle. Moin zusammen. Moin, Hauke. Moin. Na, wie viel? Bombenfang, Vater. Wie schon lang nicht mehr. Schön. Oh, das war endlich mal wieder ein warmer Regen. Komm, hier ist noch Kaffee. Du sag mal, wo hast du Peter denn gelassen? Ja, der ist gleich nach Hause gegangen. Der war schon während der ganzen Fahrt so komisch. Ach so. Vater, was ist denn los? Mein Bein. Ja, das kommt vom Saufen. Hier, Cognac schon am frühen Morgen. Kein Wunder. Das hier ist aber etwas ganz anderes, Herr Holtappe. Ihr Vater und Martina haben ihm eine weitreichende Entscheidung getroffen. Ach ja? Ich bleibe hier, Hauke. Und aus diesem Anlass habe ich mich entschlossen, die Finanzen Ihres Vaters etwas zu konsolidieren. Das ist doch ein Grund für einen Cognac. Ja, dann lass mich mal auch reinkriegen. Hier, du kannst meinen haben. Es gibt ein schönes Wort auf Erden. Wenn es hart ist, kann es noch besser werden. Prost! Oh. Sag mal, Martina, hast du dir das auch gut überlegt? Weißt du, wie das hier im Winter aussieht? Ich kann es mir vorstellen. Nebelige Abende und klirrender Frost am Morgen. Und keine Zentralheizung. No, das wird Sie doch wohl nicht schrecken, nicht, Tina? Auch in unseren Kreisen weiß man anzupacken. Donnerwetter, ja. Na, dann ist ja alles klar. Endlich. Das ist sicher Rieke mit dem Notar. Ja. Nu, Peter, was ist denn nu kaputt? Morgen erstmal. Moin, Peter. Moin. Sag mal, was hast du denn vor? Rein Schiff machen. So geht das beim besten Willen nicht mehr weiter. Ja, was geht so nicht weiter? Das mit Martina. Was ist mit mir? Mensch, dir muss doch einer helfen, der und Hauke kommt nicht in die Hufe. Herr Schulz? Ja? Herr Schulz, um in aller Öffentlichkeit und frei von der Leber weg zu sprechen, ich liebe Ihre Tochter. Was? Ich rede doch nicht von Beate, Mensch. Ich meine doch Martina. Wie ich schon sagte. Du hast doch wohl einen Riss im Ballon, oder was? Das werden wir wieder sehen. Herr Schulz, Ja? wie ich schon sagte... So, Peter Fontin, jetzt mach aber mal einen Punkt. Kommst hier reingeschneit am frühen Morgen schon breit wie ein Heilbutt? Ja, breit oder nicht breit. Was gesagt werden muss, wird gesagt. So. Herr Schulz, wie ich schon in aller Öffentlichkeit gesagt hatte, ich liebe Ihre Tochter. Und darum... Also, was ich sagen will... Mein lieber junger Freund, Ihr Ansinnen ehrt Sie, aber ich muss Sie enttäuschen. Meine Tochter hat sich bereits anders entschieden. Nicht wahr, Herr Holtappe? Jawohl. Ich lass doch meinem Vater sein Glück nicht kaputt machen. Echt so? Sie sehen, Herr Fontin, Sie kommen zu spät. War meine Diagnose doch richtig? Vaterfixierung.
dafür habe ich nun Mamas Vorgarten geplündert. Komm, Peter, wir legen uns ein bisschen hin, ne? Ja. Gib mal her den Rückelbusch. Nee, der ist doch nicht fertig. Ja, du darfst ihn ja auch behalten. Warum kriege ich immer Körbe? Warum immer ich? Ja, warum immer du? Komm jetzt! Donnerwetter! Und das bei den kühlen Friesen. Moin, moin! Schulz, Frau Schulz. Oh, Jens, immer noch nicht besser. Nee, nicht zum Aushalten. Darf ich Ihnen Dr. Surbeer von der Kanzlei Surbeer und Wientapper vorstellen? Guten Tag, Herr Dr. Surbeer. Ich bin erfreut, Sie kennenzulernen. Was? Ja, schon gut, schon gut. Sie sind bettlägerig? Nee, ich kann mich kaum rühren, nicht? Na, wenn Sie nicht bettlägerig wären, hätten Sie zu mir kommen müssen. Ja. Wo kann ich hier schreiben? Ja, hier auf dem Tisch. Da auf dem Tisch? Ja. Das steht ja voll. Ja, das kann man ja abräumen, nicht? Ja. Räumen Sie, räumen Sie. Ja, räumen wir eben alles ein bisschen beiseite, damit er da... Ja. Alles. Ja, die Tischdecke nimm auch. Ja, so. Ja. Wir hatten doch nichts miteinander zu tun, glaube ich. Nee. Mein Vater sagte immer, zum Advokaten laufen heißt halb von Haus und Hof gejagt. Was? Ja, seltsam, sagte mein Vater auch immer. Er war Pastor in Lübberstedt. Ach. Und dann sind Sie Advokat geworden? Er sagte immer, 2 Leute leben vom Laster, der Advokat und der Pastor. So, Sie wollen verkaufen? Ja. Alles hier? Ja, alles. Haus, Garten, die Wiesen, alles. Gut, ein Abwasch. Ja, nicht? Hier ist zu wenig Licht. Was? Zu wenig? Martina, hol mal die Kerze daher. Kerze? Ja. Den Kronleuchter, nicht? Da, bitte, guck mal. So schön. So. Recht so, Herr Doktor. Viel bringt es ja nicht. Ist ja auch nur symbolisch. Da ist ein Fleck, ist ja auch symbolisch. So, gut so, Herr Doktor. Gut so. Wer ist erschienen? Wer ist was? Wer erschienen ist. Hä? Ja, wer ist hier? Ach so, ja, wer hier? Ja, das ist Rike, Martina, Herr Schulz, Sie und ich. Sie haben nicht viel Erfahrung im Rechtsgeschäft, was? Nee, dafür haben wir Sie ja. Wieso mich? Na ja. Ich denke, Sie wollen verkaufen, oder? Will ich, ja. Geben Sie mir mal Ihren Ausweis her, damit ich weiß, wer Sie sind. Ich bin Jens Holtappel. Also das kann jeder sagen. Ihren Ausweis bitte. Den habe ich nicht bei mir. Liebe Zeit, ach Rike, sei so gut, geh mal eben in die Stube, im Buffet, glaube ich, da ist der... Buffet. Augenblick, Rike, es stimmt überhaupt nicht, stimmt ja gar nicht. In der Kommode, oberste Schublade rechts, da liegt der Ausweis und den holst du bitte, nicht? Rechts, ja, mach ich. Ist nett. Ich hole meinen auch gleich. Ja. Vielleicht könnte man das Ganze etwas beschleunigen. Was? Beschleunigen? Ein Grundstücksgeschäft kann man nicht beschleunigen. Da ist Form und Inhalt vorgeschrieben. Also bitte keine Einmischung, ja? So, hier haben wir den Ausweis. Ach, das ist nett. Ich danke dir auch schön, Rike, nicht? So, bitte. Der? Ja. Der ist ja abgelaufen. Der ist nicht abgelaufen. Ach, was nehmen wir ihn? Frau Holtappel, Sie können bezeugen, dass dieser Herr hier Jens Holtappel ist?
Ja, das kann ich bezeugen. Er sah schon immer so aus. Du Jens, ich will ja nicht neugierig sein, nicht? Aber es interessiert mich ja doch, du. Wie viel habt ihr abgemacht? Frau Holzappel, wirklich, Sie können beruhigt sein. Wir haben uns auf einen sehr fairen Preis geeinigt, nicht wahr, Herr Holzappel? Ja, der Preis ist gut, ja. Wir sind ganz zufrieden, ne? Dann hättest du ja auch an mich verkaufen können. Ja, ich habe ja noch große Pläne, du. Einen schönen Golfplatz, Tennisplätze, Ponyreitstall. Frau Holzappel, wirklich. Was sind wir denn hier beim Hühnerhof? Wer soll denn hier bei diesem Gesabbel schreiben? Entschuldigung, Herr Doktor. Wer ist der Käufer? Frau Martina Schulz. Und wo bitteschön ist Frau Martina Schulz? Ich ruf sie mal eben. Ja. Martina, Sie werden gebraucht. Na, läuft das Geschäft schon? Ausweis. Bitte? Ihren Ausweis, bitte. Meinen Ausweis? Ja, den habe ich gerade nicht da. Moment. Und so soll man nun Verträge aufsetzen. Soll ich Ihnen eben eine Tasse Kaffee machen, Herr Doktor? Oh ja, geht ja ganz fix mit der Maschine, ne? Kein Alkohol im Dienst. Hier ist mein Ausweis. Wer sind Sie denn? Martina Schulz. Ach ja, na gut. Sie wollen das alles hier kaufen? Ich meine, sind Sie die Käuferin? Ja. Na ja. Wissen Sie, Herr Schulz, die Nachfrage wird hier immer größer. Ja, die Leute haben nicht mehr so viel Geld für Fernreisen wie früher. Und darum muss ich erweitern. Ja, man muss ja am Ball bleiben, wissen Richtig, Sie? Frau Holzappel, sage ich auch immer. Heute bedeutet Stagnation bereits Rückschritt. Ja, so ist es. Sie haben es erkannt. So. Wirklich. Hier ist mein Ausweis. Ausweis? Wieso Ausweis? Was soll ich damit? Ja, Sie haben doch gerade eben gesagt, dass Sie ihn haben wollen. Was? Lieber Gott, 2 habe ich und 2 brauche ich. Oh, Beate! Schick, du. Mensch, so kenne ich dich ja gar nicht. Tag, Taderike. Tag, mein Süße. Tag. Na, geht's voran? Mir hat mal einer gesagt, die Friesen sind schweigsame Leute. Der Spinner soll mir zwischen die Finger kommen. Wo bitte sind die Grundbuchauszüge? Grundbuchauszüge? Ja, die sind in der Stube. In der Kommode. In der Kommode, ja. Kommode. Mhm. Ja, ich warte! Mann, oh Mann, bis hier mal was in Gange kommt. Ja, Beate. Ja, bin ja schon unterwegs. Seit 20 Jahren mache ich das hier nur schon. Aber das mit dem Tempo der Leute hat sich doch nie geändert. Oh, das sagen Sie nicht, Dr. Surber. Nein, wir sind ja auch schon was fixer geworden. Ja, was früher mal eine Woche gedauert hat, braucht heute bloß noch 7 Tage. Beate! Und das ist die Schiblade links? Ja, hier, ich hab's. No. Bitte schön, Herr Doktor. Ah, na, endlich. Komisch. Der ist ja vollständig. Wie? Also. Hat sie was anderes gedacht? So, nun mal los, dass wir zu einem Ende kommen. Das ist ja nicht zum Aushalten. Wie wird bezahlt? Bar, Scheck, Überweisung? Bar? Haben Sie das Geld da? Moment, hol ich. So, sind Garantien ausgemacht? Nee. Öffentliche Lasten übernimmt wer? Sie? Feuerkasse? Ja. Sie übernehmen Sie? Ja. Bitte? Ja. Sind Belastungen auf Haus und Grundstück? 60.000 Mark. Wer übernimmt die? Ich? Kaufpreis? 100.000 Mark. Was? Was? Naja. Ja, das ist Ihre Sache. Grunderwerbsteuer ist klar. Weitere Abreden? Nee. Inhalt des Grundbuchs ist bekannt? Ja. Vertragskosten trägt wer? Sie? So, jetzt kann's losgehen. Nee, schon zu Ende. Bitte Ruhe! Ich verlese jetzt den Vertrag. Aha. Notariatsregister Nummer 40, Jahr 93, Wandel Reispol, 15. Juli 1993 von dem unterzeichneten Notar im Bezirk des Oberlandeskrieg Trusum, Dr. Heinrich Suhr, im Hause Reispol, Morgensweg 3, aufgesucht wegen Bettlägerigkeit des 1. Erstens Jens Holter, Reispol, Morgensweg 3, von Person bekannt. Zweitens Martina Schulz, Belage Harlinger Straße 6. Hier aufschlossen beide folgenden Vertrag. Paragraph 1. Erstens Jens Holter, als Eigentümer des Grundstücks, Grundbuch 4, römisch 9, 6, als solches Grundbuch eingetragen. Paragraph 2. Er verkauft hier durch das vorgenannte Grundstück, bebaut mit einem Einfamilienhaus ohne Garantie oder Verpflichtung. Der Kaufpreis berechnet immer 100.000, Zahl beim Bar bei Abschluss.
die abgelegene auf Haus und Grundstück liegende Hypothek obliegt 1, Paragraph 4, die zweimögliche Verpflichtung gegenüber der Feuerkasse für Übernahme. Die Kosten der Beurkundung des Vertrags übernimmt die Käuferin, zugleich die Grunderwerbssteuer werden erklärt. 1 des Paragraph, wir sind uns darüber einig, dass das Eigentum an Grundstück Nummer 4 und bis 9 von Jens Holtermann und Martina Schulz übergeben werden soll. Ich, Jens Holter, mit Bewilligung beantrage die Eintragung der Martina Schulz als neue Eigentum des vorgenannten Grundstücks. Ich, Martina Schulz, beantrage die Eintragung des Eigentumsveränderungen ins Grundbuch. Auf Befragen erklären die Parteien, dass der Inhalt des Grundbuchs bekannt sei. Dies vorzählende Protokoll ist einstweilig wie folgt vorgegeben und unterschrieben. Ist doch irgendwas unklar? Ich habe alles verstanden. Herr Holtappel, es sollte unterzeichnet werden. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Ja, sehr gute Idee. So, bitte. Sehr gute Idee. Jetzt. So, jetzt. Holtappel. So, Moment, nur ich noch. Ja. Moment, Stempel. Oh. So, junge Dame, Ihr Exemplar, Herr Holtappel. Danke. Jetzt das Geld. Ja. Martina. So. 100.000. Möchten Sie nachzählen, Herr Holtappel? Ach, Herr Schulz, das tut doch wirklich nicht nötig, denke ich nicht. Denn es bleibt ja alles in der Familie, ne? Eben. Jens, also du bist ja wohl nicht klug. Du gibst das hier alles weg für ein Apfel und Ei. Sag mal, hast du ein Brot in der Schüssel? Reg dich nicht auf, Rike. Hat alles seine Richtigkeit. Ach Mensch, du hast sie ja nicht alle. Und du guckst dir das so ruhig mit an. Sag mal, seid ihr denn alle bescheuert? Wisst ihr nicht, was das hier alles für einen Wert hat? Vater hat recht, Tante Rike. Vertrag ist Vertrag. Oh. Hauptsache, das bleibt alles in der Familie. Oh, 100.000. Läppische 100.000. Oh, was hätte ich hier ausmachen können? Tante Rike, nun reg dich nicht auf. Ist wirklich alles in Ordnung. Bleibt alles in der Familie. Liebe Frau Holzapfel, dies alles geschieht wirklich nur zum Besten Ihres Schwagers. Das dürfen Sie mir gern glauben. Nun brauche ich einen Schnaps. Den sollten wir jetzt alle trinken. Das gehört doch wohl zu einem solchen Abschluss, nicht wahr? Ja, natürlich. Aber Moment bitte, ja? Ach, Herr Dr. Surbeer, würden Sie mir einen Gefallen tun? Und was für ein? Ja, wissen Sie, mit so viel Geld im Haus schlafe ich schlecht, nicht? Würden Sie das für mich zur Bank bringen? Und hier im Ordner, da sind die Papiere von der Hypothek drin. Würden Sie das für mich glatt machen? Kommt alles mit auf die Rechnung. Ja, das ist in Ordnung. Das ist Hier die Bankvollmacht, wenn Sie die bitte unterschreiben wollen. Aber gerne doch. Jetzt Holtappel. Hier Ihre Quittung, D-Mark 100.000. Ja, genau. So, und nu Köhm. Und das nicht zu knapp, nicht? Ja, danke. Sie doch auch, Herr Doktor? Ja, das ist ja wohl so Sitte. Da soll man ja wohl nicht von abgehen, ne? Ja, ja. Danke. Na, wie fühlst du dich? Ganz gut. Vielleicht sollten wir die Kerze wieder anzünden. Nee, zum Trinken brauche ich kein Licht. 100.000, also mein Schwager, das spinnt. Nee, der Vertrag, der gilt nicht. Bloß 100. Wer sagt einen Trinkspruch? Martina, du? Ja, mal los. Ich kenne nur den einen, von Martje Flor. Ja, dann sag ihn. Der Schall und Goldkorn auf unser Owen durch. Jawohl. Prost. Prost! So, dann bin ich nun mal los, ne? Ja. Also dann auf Wiedersehen allerseits. Wiedersehen. Der hat sich ja mächtig ins Zeug gelegt. Junge, kann der quasseln. Wie war das mit dem einen Bein? Richtig, Sie haben es erfasst, Beate. Dankeschön. Wer sagt den nächsten Trinkspruch? War dann du? Ich? Ja, du bist so eine Rech. Na schön. Auf das schöne Wetter, auf die See und auf alle Leute, die so sind wie wir. Weg damit!
Frau Holtapfel oder Holzapfel, wie Sie möchten. Hat Herr von Schlettow mal angerufen? Herr von Schlettow? Den kenne ich überhaupt nicht. Ach, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wieso? Was ist denn? Ach, da gab es schon vor meiner Abreise Probleme. Ich muss da dringend mal nach dem Rechten sehen. Am besten gleich heute. Heute? Na, und umso eher sind wir ja auch wieder da. Wir? Wieso wir? Na, ich muss Martina bei solchen Sachen immer dabei haben. Sie hat wichtige Vollmachten, wissen Sie. Am besten du packst gleich ein paar Sachen. Martina ist ja nur für eine Nacht. Aber, Herr Schulz, das geht heute nicht. Was geht heute nicht? Dass Sie heute wegfahren. Wir feiern doch heute Abend. Na, dann muss diese Feier eben ohne uns stattfinden. Herr Schulz? Ich glaube, wir verstehen uns nicht. Martina und ich verloben uns heute Abend. Ja. In 14 Tagen ist Hochzeit, das Aufgebot ist bestellt. Es sollte doch alles in der Familie bleiben, oder? So läuft das. Ihr wollt mich reinlegen. Stimmt. Ihr denkt, ihr könnt Freddy Schulz reinlegen. Du elends Miststück! Sag das noch mal, noch einmal! Ach, hat sie dich rumgekriegt? Bist du jetzt der Dumme? Weißt du, was das für eine ist? Nö, aber wir wissen, was du für einer bist und das lang. Und wenn du hier mit heilen Knochen raus willst, dann beweg dich! Das macht ihr mit mir nicht. Ihr nicht! Ihr hört noch von mir. Ja, wir lesen in der Zeitung, wenn sie dich eingebuchtet haben, nicht? Oder möchten Sie vielleicht zur Polizei gehen? Was würden Sie denn da wohl erzählen? Gut, okay. Ihr denkt, ihr habt gewonnen. Aber eins sage ich euch. Lauft mir nie wieder über den Weg. Nie. Nee, tun wir nicht. Er ist weg. Ja. Hauke, er ist weg. Ja, und der bleibt auch weg. Darauf kannst du dich verlassen. Mensch, ich habe ganz schön weiche Knie. Oh, mein Gott. Was ist hier eigentlich los? Ich will mir das denn keiner erzählen. Was ist denn hier los? Was ist denn das? Für ein Radau kann ich irgendwie helfen. Peter, bremst dich. Ist alles in Ordnung. Ja. Ist alles vorbei, verstehst du? Vorbei? Was ist vorbei? Tja, weißt du, Peter, Haukes Schwiegervater hat sich von der Familie losgesagt. Schwiegervater? Wieso Schwiegervater? Darf ich dir meine Braut vorstellen? Martina Schulz. Also Hauke, nun ärger ihn doch nicht. So, und was mache ich jetzt mit den Blumen? Mama haut mich tot, wenn sie den Garten sieht. Wenn du sie mir andrehen willst, dann hau ich sie dir über die Rübe, Peter Fontin. Du hast sie für Martina gepflückt. Ja, stimmt. Na also, dann gratulieren wir Ja, doch das wollte ich ja gerade. Glückwunsch, kannst gebrauchen bei dem Kerl. Du sag mal, Rike, was ich dich fragen wollte. Ja. Gilt dein Angebot noch? Ich meine mit dem Friesenpesel. Ja, ich habe noch mit keinem anderen Pächter gesprochen. Gut, dann nehme ich an. Was hast du vor, Vater? Tja, ich werd jetzt Gastwirt. Na denn, Mann, Prost, Vater. Nee, mein Herrn. Ich habe in der letzten Woche hier so viel gelernt, dann schaffe ich das wohl auch noch, nicht? Ach, sag mal, Rike, ist da eine Wohnung bei? 3 Zimmer, Küche und Bad. Das ist ja das Mindeste, was ich verlangen kann, nicht? Hauke, hast du das gehört? Jens türmt. Oh, was? Jens Holtappel türmt nicht. Nee. Ich will bloß wieder meinen eigenen Chor steuern. Ich habe doch lange genug hier auf Schied gesessen, nicht? Jawohl.